So, ihr Lieben, heute haben wir einen Talk hier im Studio, wo es um die Frage geht, kann ein wiedergeborener Christ, Frau oder Mann, nochmals vom Glauben wegfallen? Das ist ja ein Thema, wo ja viele Emotionen auslöst. Es gibt viele Bibelstellen, die uns ein bisschen in diese Richtung klar, deutlich und sind. Und dann gibt es aber andere Bibelstellen, wo sagt, nee, das kommt nicht in Frage, bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott hat dich auserwählt und im Judas heißt es, Gott wird alles unternehmen, um dich auch durchzutragen bis in das Ziel. Und Paulus sagte, achte, dass du den Siegespreis gewinnen kannst. Petrus sagt, du kannst auch durch deinen unheiligen Lebensstil wieder das Heil verlieren. Und Offenbarung, wie gesagt, dass Gott sogar den Namen aus dem Buch vom ewigen Leben ausradiert, als hätte es das uns nicht mehr gegeben. Also spannende Frage. Ich habe da im Studio Dave, unser Worship-Leiter, und auch Gina Bigger. So, wenn ihr dieses Thema hört, kann ein wiedergeborener Christ, kann die Person nochmals verloren gehen? Ja oder nein? Was ist eure Antwort? Ja, ja und nein. Also erstens mal, diese Frage, die höre ich oft, auch manchmal nur schon, wer ist überhaupt gerettet? Ich finde, beginnt nur schon dort, weil und dann kannst du wieder vom Glauben abfliegen. Ich bin so froh, muss ich das nicht entscheiden. Das ist mal das Erste. Ich finde es mega wichtig, dass wir können darüber diskutieren, wir können die Wahrheit suchen im Wort Gottes. Am Schluss müssen und können wir nicht über eine andere Person richten und den Finger zeigen. Da bin ich schon mal sehr dankbar. Finde, du hast es in der Message sehr gut gesagt. Du hast gesagt, man kann es so und so sehen. Aber warum? Sei lieber ein bisschen auf der sicheren Seite, jetzt was den Lifestyle betrifft. Und ich finde das auch, wenn ich manchmal Leute höre, die dann so offensiv sind und sagen, du kannst das nie mehr rausfliegen, egal was du machst, dann verstehe ich den Vorteil nicht, jemanden so überhaupt zu beraten und zu sagen, egal was du machst und wie du lebst, es spielt eh keine Rolle. Also, ja. Ich glaube einfach, dass auch Sünde mega von Gott trennt. Also wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann wird er uns schon die Bereiche aufzeigen, in denen wir tot sind, wie Sardes, also wo wir Bereiche haben, die einfach nicht easy sind. Und wenn wir da zu lange nicht hinhören oder nicht demütig sind oder auch nicht gehorsam sind, glaube ich schon, dass es schwierig wird, wenn du dich dann immer mehr distanzierst von Gott, von dieser Identität, von der Intimität mit ihm. Und ich glaube, dann kann es schon schwierig werden. Aber ich glaube, Angst soll es wie nicht auslösen, weil Angst ist nicht von Gott. Aber der Heilige Geist ist das größte Geschenk und er wird uns schon aufzeigen. Das Ja. war ein spannendes Thema, weil dann sagen nämlich gesagt, Leute, wenn Christen vom Glauben abfallen, waren sie eben gar nicht wiedergeboren, sie waren gar nicht richtig gläubig, sie haben das gar nicht gekannt. Das ist da oft dann das Statement, das Leute geben, aber der vierfache Ackerbogen sagt ja, es wurde aufgenommen, das Wort von Gott, in dem Sinne ist ein gutes Beispiel, eben harter Boden, Dornen und Disteln und alle diese Dinge. Und wenn man dann auf das andere geht und dann sagt, du kannst nicht mehr vom Glauben abfallen, ist das wie eine Sicherheit, wo aber auch die Tendenz hat, dass man gewisse Dinge auch ein bisschen schleifen lässt. Und denkt, ja komm, ich bin ja errettet, ist doch gar nicht so schlimm. Ist ähnlich wie man sagt, ich bin verheiratet. Sie hat ja eh ja gesagt, oder ist das gleich? Wenn man dann nachlässt, kann man ganz, ganz gut dann sehen, wird eine Ehe nicht besser, sondern ist dann immer die Gefahr, dass man sich doch auseinander nimmt. Geht man auf die andere Seite und sagt, ein Christ kann wieder verloren gehen, macht das mächtig Angst. Ja. Weil man dann wirklich das Gefühl, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt habe ich Du stirbst gesündigt. im falschen Moment. Ja, du stirbst im Ja. falschen Moment, jetzt habe ich etwas gemacht, wo ich ganz genau weiß, ich darf es nicht, aber ich habe es doch gemacht, gehe ich dann verloren, löst dann diese Spannung wieder aus. So, was ist so eure theologische Perspektive in dieser ganzen Spannungsfeld? Also, was mir in der Vorbereitung oder generell, ich habe mir diese Frage schon oft gestellt, weil ja, ich bin auch Christ und ich muss theoretisch auch mit dieser Angst immer wieder mich konfrontieren und da hingehen und hinschauen und dann mich auch entscheiden hinein. Ich habe den Heiligen Geist, genau, und er zeigt mir dann schon. Aber ich finde das Spannungsfeld einfach riesig, weil im Jakobus finde ich es spannend, da lesen wir sehr genau, dass Jakobus sagt: „Hey, wenn du dich zu Jesus bekennst, Christ wirst und dann deine Taten, deine Werke zeigen gar nichts.“ Also, ich finde das schon komisch. Also, wenn du dich für Jesus bekennst und dann kommt nichts, er sagt, das ist ein toter Glaube. Und ja, also das Spannungsfeld zwischen dem und dann aber auch: „Hey, ich habe vielleicht schlechte Gedanken“, ist ja riesig. Also, wenn du einfach, also ich gebe mein Bestes als Christ, und ich gebe mein Bestes, mein Leben so zu leben und hoffe, dass oder bin immer wieder bereit, mich da auch umpolen zu lassen, wie David es sagt: „Hey, ich möchte wieder auf den richtigen Weg gebracht werden, aber wenn du
wenn dein Leben nichts verändert, also wenn du Ja sagst zu Jesus, wie wenn du zu einem Ehemann Ja sagst. Ich habe zu meinem Ehemann Ja gesagt, aber da ist keine Intimität, da ist nichts, da ist keine Beziehung. Wir wohnen vielleicht nicht einmal miteinander, ist es einfach schwierig. Und das sagt er klar, hey, toter Glaube. Und das ist schon, also das nehme ich schon so wahr, dass das dann einfach schwierig ist. Ja. Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, es wird Leute geben, die sagen, hab in deinem Namen all das gemacht und Jesus wird sagen, ich habe dich gar nicht gekannt. Ja. Das Also macht mir fast mehr Angst. die Intimität, ja, aber dass es dir Ja. Angst macht, heißt ja, dass es dich kümmert. Ja. Ja. Wenn es mich kümmert, dass meine Ehe nicht safe ist, jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, dann werde ich Mühe geben, finde ich ein bisschen, das Wort gefällt mir nicht ganz, aber ich werde mit aller Kraft mich einsetzen, vielleicht so, oder werde mich nicht aus Angst, aber weil ich will und weil aus Dankbarkeit und all den Glaub. Und im Hebräer steht, sorry, willst du? Ja, wenn man sagt, wenn man verliebt ist, das ist eben ein gutes Ja. Beispiel, dann macht man plötzlich intuitiv alles richtig. Ja. Oder? Und eigentlich ist ja das genau in uns hineingelegt. Wenn man verliebt ist, man ist charmant, man ist zuvorkommend, man ist kreativ, man ist innovativ, man gibt sich Mühe, in dem Sinne sind alle diese Attributen und Eigenschaften drin, oder? Und eigentlich würde ich sagen, diese Verliebtheit, das darf man eben im Leben nie verlieren. Dann macht man eigentlich schon ganz, ganz instinktiv das Richtige. Man ist verliebt in Jesus, dann kommt es gar nicht die Frage, will ich sündigen, will ich nicht mehr die Bibel lesen, will ich keine Zeit mehr verbringen. Und ich glaube, das sind so gewisse Dinge in unserem Körper natürlich hineingelegt. Und wenn man das dann eben plötzlich abschreibt, ich sage jetzt mal die Verliebtheitsphase, dann geht man eben in etwas hinein, wo es ein bisschen träg wird und es verliert die Attraktivität. Und das ist eigentlich in allen Bereichen, würde ich sagen, eine Riesengefahr. Das wollte ich mit dem sagen. Ja, Man macht wie etwas natürlich beim Verliebtsein richtig. Ja, voll. Und dann glaube ich auch, wenn ich im Hebräerbrief gibt es einen Ausschnitt, wo Paulus sagt, das Volk Israel wurde herausgeführt aus Ägypten, ist ja auch ein Sinnbild für uns, erlöst von der Sünde durch den Jordan und so, durch das Rote Meer. Und dann, aber sie haben die Ruhe nicht erreicht, weil sie hatten Unglaube. Also eine ganze Generation hat es verpasst. Und dann sagt er, passt auf ihr, also der hat ja zu Leuten geschrieben, die das Evangelium gekannt haben, dass euch nicht dasselbe passiert, dass ihr nicht wegen Unglauben, und er nimmt ganz spezifisch das Unglaube, der braucht dieses Wort, dass ihr das Ziel nicht erreicht oder dass ihr das verpasst, was Gott für euch bereithält. Also ich glaube, man kann das verpassen, wenn man Unglaube zulässt im Herz. Ich glaube persönlich nicht daran, dass wenn ich jetzt einen Fehler begangen habe und ich sterbe im falschen Moment, dass ich dann nicht in den Himmel komme. Ich glaube, die Gnade von Gott deckt zu und hat mich befreit. Aber wenn ich natürlich der Gnade gar kein Gewicht mehr gebe in meinem Leben und dieser Verliebtheit und dieser Beziehung mit Jesus, dann glaube ich, kann man schon aus der Gnade fallen. Ja, und ich glaube einfach, Gott kennt dein Herz. Ja. Also er kennt dein Herz, wenn du im falschen Moment stirbst, ja, dann hast du vielleicht bist du mit einem letzten schlechten Gedanken von dieser Welt gegangen, aber die Gerechtigkeit Gottes ist ja zum Glück größer als unsere Gerechtigkeit oder Vorstellung von Gerechtigkeit. Und da habe ich auch, also da schließe ich mich komplett an. Ich hatte immer Angst früher, dass ich ganz viele, weil ich hinterfrage mich sehr fest, der Leo lacht nur, weil ich sehr so selbstkritisch bin und ganz lange gefragt, gibt es da was und da und habe mich selber so untersucht. Ich glaube nicht, dass das Gott meint. David betet, Gott, erforsche du mein Herz. Das ist die Reihenfolge. Wir sollen ihn bitten und dann wird er uns sagen und er wird uns nicht im Dunkeln lassen. Er sagt doch nicht, ich sage es dir nicht. Du erfährst dann. Das ist übrigens, was Moslem glauben. Sie glauben, ich gebe mir ganz fest Mühe, aber am Schluss, ich bin nicht ganz safe, weiß eigentlich noch nicht, was passiert. Das ist nicht, was wir haben. Wir haben eine sichere Hoffnung in Jesus. Ich finde, im ganzen Thema ist für mich immer so der Grundgedanke, eben der David ist für mich ein gutes Beispiel im Alten Testament, nicht perfekt, viele krasse Böcke gemacht. Also wenn ich mit ihm vergleiche, denke ich, okay, gut, das ist nicht mein Level, aber es ist interessant, Sünde bleibt Sünde, Fehler bleibt Fehler. Aber dann am Ende zu sagen, nee, das möchte ich nicht mehr erleben. Und das ist interessant, dass er dann gesagt hat, die Bundeslade war an einem anderen Ort, und hat gesehen, das Haus ist gesegnet, hat gesagt, es kommt nicht in die Tüte, das holen wir zurück. Und dann hat er mit Freude, mit der Unterhose hat er geworshipped und es war ihm voll egal, was Leute gedacht haben. Und beim David, finde ich, sieht man eben eigentlich in meinen Augen das Herz von jemand, der Gott nachfolgt. Er will Gott nachfolgen mit allen Mitteln, die man hat, aber nichtsdestotrotz, man ist nicht perfekt, aber hat diesen Draht zu Gott nie in dem Sinne
verloren. Wie gesagt, so man kann immer auf zwei Seiten runterfallen. So mein Rat ist einfach generell, wenn man sagt, man ist in diesem Thema, gibt es ein Spannungsfeld. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass man vom Glauben nicht abfallen kann, viele Bibelstellen. Und es gibt auch viele Bibelstellen, die das Gegenteil sagen. Und ich sage immer, wenn ich auslesen muss, dann geh bitte auf die sichere Seite. Ja. Und die sichere Seite, einfach, ich unternehme alles, was ich machen kann in meinem Leben, dass ich verliebt bin in Christus. Und dann laufen diese Dinge wie Bibellesen, die Heiligkeit Gottes zu suchen und seine Gebote zu achten, so denken, wie Gott denkt, ist dann eben plötzlich so mein Maßstab in meinem Leben. Und dann weiß ich, bin auf der sicheren Seite. Und dann ist das andere, dass ich bewusst etwas falsch mache, ist eigentlich in dem Sinne doof, weil ich gehe dann davon aus, dass die Gebote Gottes sind doof, der hat gar keine Ahnung. Und das wäre ein bisschen arrogant, weil wenn du ein Auto kreierst und designst und hast einen ganzen Hightech-Motor gemacht und ich mache dir so ein dickes Buch, acht auf das und das und das und ich dann sage, ja gut, die Hälfte ist gut und der Rest hast du keine Ahnung, ist arrogant. Und ich sage, Gott ist der Schöpfer, der ist länger da, er wird auch länger da sein als wir, hat einen Überblick, einen Durchblick und ich vertraue, dass die Dinge, die Gott uns sagt, die müssen am Ende vom Tag auf lange Perspektive am meisten Sinn machen. In dem Sinne und Geist wünsche ich euch Gottes Segen und halte fest an diesem guten Glauben in Christus, damit du den Siegespreis, würde Paulus sagen, auch empfangen wirst. Amen. Amen.